Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Echt meine Zeit. Days Gone auf Sieh Pelzig. mal einer an. Zu spät für Sumpfdienst. Tja, das ist echt Pech. Was gesagt? Wie er einfach mit sich selber babbelt. Ja, was haben wir da noch? Fahrer zur Position. Da haben wir noch Ricky, die aber keinen Job für uns hat, soweit ich das sehen kann. Und ja, jetzt bin ich übrigens auch wirklich richtig aus dem Drachefest zurück. Da ist das hier, ich erinnere mich, Nero-Gedöns. Alles klar. Ja, jetzt bin ich einmal richtig aus dem Drachefest zurück und kann so ein bisschen berichten, wenn ihr wollt. Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Genau, zu Ricky wollte ich eh noch mal kurz fahren. Und zu gucken, ob die einen Job für uns hat oder nicht. Ja, es war generell ein richtig geiles Drachefecht. Mega viel Spiel gehabt, vor allem in der Stadt. Ich war des Jahr stellvertretender Diplomat für die Karawanserei. Kein Job. Okay. Und das sind Leute, die eigentlich als Stadt-NSCs, also als Nichtspielercharaktere in der Stadt unterwegs sind und dort einen Handelsposten haben. Und zusammen mit Tamara, falls du mich siehst, vielen lieben Dank und hallo. Das Spiel mit dir, auch als erste Diplomatin, war absolut großartig. Ich konnte mich mit ihr teilweise wortlos verstehen und mit ihr zusammenarbeiten. Das war ein mega angenehmes Spiel. Und ansonsten war das Spiel mit der Karawanserei absolut gigantisch. Das sind solche richtig gute Ambiente NSCs und super Spieler. Die bringen den Leuten mega gutes Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Mit meiner Gruppe war ich auch noch ein bisschen unterwegs. An der Stelle auch nochmal Hey Ricky, Hi bist an du die da? ganze Gruppe und vielen Dank fürs tolle Ich werde eine Spiel. Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey, Deke. Was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ups. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahr hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bringe es ihm zurück. Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überleg mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja? Es gibt wohl anscheinend jetzt immer eine Danke, neue Ricky. Quest. Gegen Ende. Ja. Wieder auf der Straße. Das ist wohl eine neue Quest. Jupp, da müsste ich dann durchgehen. Das zählt dann zu, er ist mein Bruder. Ja, vielleicht haltet ihn das auf. Eventuell gibt es nochmal weitere Depressionen. Schauen wir mal. Erstmal hier die Nero-Sache machen. Und Filmsequenz gleich wieder. Ja, auf jeden Fall nochmal ein großes, fettes Dankeschön an alle, die mit mir Spiel gehabt haben und denn ich einfach nur so über den Weg gelaufen bin. Es war mir ein Fest und es war mal Freude mit euch, Leute. Und dann bin ich erstmal still, bis die Sequenz vorbei ist, ne? Also, Ladebildschirm und... Psst. Wenn die Sequenz dann kommt. Ich weiß ja als nie, wann die starten, deswegen. Oh, Brian, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek. Nichts zu sehen. Einen Moment. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir. Du weißt, wie es läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. St. John, Ende. Yo. So kommen sie. Hörst du mich? Ja, Arschloch, was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst. Es ist nichts. Ich sagte ja, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir mehr erfahren. Sie hätten mich fast erwischt. Okay, GPS-Tracker am Weißt du was? Heli Ist wieder. mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Whittaker, Verständlich. es arbeitet schon jemand daran. Das Das dauert juckt. einfach. Du Ich musst hasse es. einfach Geduld haben. Ja, ja. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Das ist auch das, was man Nicht zu draußen meiner am Einheit. meisten Ich kann hat. sie also nicht verfolgen. Deswegen müsstest du... Das ist auch das, was man draußen am meisten hat. Am Geduld. Heli anbringen. Ja, ich hab's verstanden. Oh, und du willst, dass ich den Kerl im weißen Raumanzug im Auge behalte? Ja, sonst noch was? Da sind sie. Milizensoldaten in Reihe. Gut. Ganz genau. Macht einfach weiter, Alter. Du zwitscherst dich bitte in die Richtung. Und du in die hier, wenn möglich.
Ihr bleibt bitte da hinten. So. Was ist mit der Anzeige von deinem Anzug? Dann wichteln wir nämlich in die Richtung. Und hier hoch. Hopphändler. Okay, der ist absolut doof hier anscheinend. Die kriegen überhaupt nichts mit. Schon Mittag? Ach ja, immer diese Spielelogik. Großartig. Stopp! Das Gebiet steht unter Quarantäne. Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Genau, wir könnten doch Freunde sein. Ja, das sage ich auch immer zum Typ, der mal Maschinengewehr vor die Nase hält. Mhm. Okay, doch nicht so grenzdebil, wie ich gedacht habe, die Jungs und Mädels. Dann machen wir das nochmal neu. Da arbeite ich ja auch den ganzen Tag. Der letzte Scheiß. Ach ja, immer diese NSC-Dialoge. Ach ja, apropos NSC, genau. Die Karawanserei. Wir hatten viele lustige Aktionen, falls ihr mich hier seht, ihr liebe Leute von der Karawanserei. Es war mir wirklich absolut die Freude mit euch. Dann hören wir mal jetzt ein bisschen zu wieder. Neu infiziert. Der wieder. Also, es trägt Schmuck. Was bedeutet das? Diese Dinger sind seit 2 Jahren hier draußen, zerfleischen uns und sich untereinander. Ziehen Sie mal einem Pavian 2 Jahre lang eine Golduhr an. Lassen Sie ihn frei und schauen Sie, was passiert. Okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder sie vor kurzem... Nur kurz angezogen wird. Okay. Ich dachte, die wären alle. Naja, Völlig durchgeknallt? Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2 Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Okay. Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung? sie. Ist fast sauber, nicht? Also nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin bedeckt. Der LZ könnte ein Drifter sein. Ups. Stopp! Oder wir schießen. Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Das war etwas zu offensichtlich. Ich bin anscheinend noch nicht richtig der HMA komme, wie ich merke. Mann. Ja, irgendwie muss ich hier auch wieder hinkommen. Na gut. Dann machen wir das noch einmal. Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Machen wir hier. Und dann mal warten, bis der Knetkopf da weg ist. Verdammt lange. So lange dauert's. Und dann schleichen wir uns wieder hier an. Okay. So, einmal nochmal die große Runde. Hier nochmal hoch. Joink. Und wieder Zuhörer. Okay, aber das ist sehr interessant meiner Meinung nach, dass die Freaker offensichtlich hin und wieder einmal ein paar klare Momente haben. Und man das ein bisschen mit Demenz vergleicht. Damit kann ich tatsächlich gut was anfangen, weil ich selber 15 Jahre lang dement die Großmutter gehabt habe, die am Ende hin und wieder einmal ganz selten einen klaren Moment gehabt hat, und umso schmerzlicher war das auch, wenn in diesem sonst sehr vergessliche und sehr introvertierte, immer introvertierter während der Körper dann mal die ursprüngliche Person nochmal aufgeblitzt ist. Das war... Wow, das war heftig damals. Ist es auch immer noch, wenn ich daran zurückdenke. Kurz angezogen wird. Mein Gott, ich dachte, die wären alle. Naja, Völlig durchgeknallt? Ja. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, wie wir das hier regeln. So wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen. Das könnte man dann nur kurz. Oh ja, Bierflasche gab's noch. So, jetzt warte mal, halte mal eine Gaul an. Ich mag hier nochmal das Sterne mal als Ablenkung. Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung? Ich will, dass der da hin hier geht. Also nicht sauber. ich hab was gehört. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin bedeckt. Der möge bitte da hin hier gehen. Verlassen Sie sofort Ach, scheiße! oder wir öffnen das Feuer! Irgendwie habe ich es heute nicht. Irgendwie habe ich es heute nicht.
Gut, dass ich die Mission zuerst gemacht habe, damit ich hier so oft wie möglich failen kann. Das ist nicht schön gerade. Zumal ich immer... Aktuelle Games, du setzt deine Reisen nach dieser Gameplay-Sequenz fort. Nö. Ich möchte mal zuerst mal sein lassen. Ach ja. Naja, in der Zwischenzeit kann ich aber wieder ein bisschen weiter labern. Und zwar hatten wir diverse lustige Sachen. Ich habe 2 von ihnen in der Karawanserei Heilkunst beigebracht und wir haben das dann zum Schluss auch auf dem Feld erforscht. Das war ganz witzig. Indem wir Leute auf dem Schlachtfeld nochmal einfach so geheilt haben und ja, uns Freiwillige dafür gesucht haben, um das in Ruhe machen zu können. Ansonsten, Betriebsausflug war auch sehr toll. Der beinhaltete mit einer Trage der Großvisier von der Karawanserei zum Orklager zu schleppen. Und während er und der Oberchef, der Oberuruk, Verhandlungen durchgeführt haben, waren wir anderen in einer Jurte eingesperrt, also ein ziemlich großes Zelt. Und durften uns mit der hiesigen Orks, unsere Gastgeber, auseinandersetzen. War mal wieder was Tolles, die wenigsten kommen einfach ins Orklager rein und wieder unbeschadet zurück und raus. Insofern, das war bisher meine zweite Reise, unbeschadet rein und wieder raus ins Orklager. Ach, das war mal wieder Erfahrung wert. Und das Ganze drumherum war einfach großartig mit den Trommeln und mit der Trage, mit diesem macht Platz für den Großvisier, macht Platz für die Karawanserei. Dann haben sie noch ein paar Formationen geübt auf dem Feld. Das war ziemlich witzig. Aber ich denke, für alle, die nicht dabei waren, das ist immer so schwierig zu beschreiben. Und wenn es großartig war, ja, deswegen, ach ja, enthalte ich mich hier mal weiterer Sache, weil das sind solche Insider teilweise. Ja, ich hab was gehört. Ich bin ein dummer Hund. War ich jetzt zu weit weg, oder was? Oder was geht jetzt ab? War ich jetzt zu lang, zu weit weg? Och, leck mich doch! Der Lauschangriff wird allmählich richtig ätzend. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch großartig weitermachen soll. Was habe ich da noch eventuell für Dinger? Attraktoren kann ich auch noch herstellen. Scheiße, die kann ich nicht einsetzen, Attraktoren. Allmählich wird es richtig ekelhaft, wenn das jetzt mal erst die Eisstandsepisode wieder ist, in der ich nur Nero-Forscher noch latsche, ist etwas ätzend. Ich kann keine Waffe einsetzen, ich kann keine andere Ablenkungen einsetzen, wie Attraktoren und Rauchbomber. Die sind mir gesperrt, alle. Ich überlege gerade, wie ich das am geschicktesten wohl machen könnte. Ich muss ja auch in der Nähe bleiben, anders geht's ja nicht. Und wenn ich direkt losgehe, dann immer, Hey, was machen Sie hier, Sie dummer Hund? Ich knall Sie ab. das ist auch nicht gerade so besonders doller. Aber man merkt auch hier in der Umgebung, der Winter hält jetzt wirklich richtig Einzug. Das kann sehr spannend wäre jetzt nochmal. Also ich brauche auf jeden Fall Reife mit Traktion. Kann ich das irgendwie überspringen, das Gebabbel? Nee, das geht auch nicht. Okay. Tja, also so ein Lauschangriff kann auch ziemlich ätzend sein, wie ich jetzt merke. Vielleicht nenne ich die Episode auch ätzender Lauschangriff oder sowas. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit Vielleicht aufweisen, sollte ich scheinen Opfer einer Stufe 2 Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten. hier entlang schleiche. Im Ernst, sehen Sie die Kleidung. Ist fast sauber, nicht? Also nicht sauber. Ja, so vielleicht. Von Kot und Urin bedeckt. Und dann näher dran die Geschichte. Tja, und wieder ziehen Sie einem Pavian 2 Jahre eine Hose an. Und die bleiben bitte dahin, Sich je gefragt, wieso dass ich hier noch lauschen kann. Hier ist Gebüsch. Gut. Okay. So. Ich höre zwar überhaupt nichts.
Naja, Ich das bedeutet, höre- dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Nein! Hoffentlich hast du alles. Stopp! Das Gebiet steht unter Quarantäne. Wir könnten doch Freunde sein. Das musste jetzt nochmal sein zum Schluss, ne? Ich depp. Aber Deeks Variante finde ich ziemlich gut. Ich sehe, dass ein paar Freaks mal ins Dusche gehen, sich verabschieden, Okay, jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. vor allem dann sich noch einscheißen und alles wieder vergessen. Alter! O'Brien, hörst du Okay, mich? dann machen wir das wieder so in die Brian? Richtung. Warte kurz. Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich habe deine Daten. Das dauert ja ewig. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Hat noch jemand was gesehen? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. So, dann machen wir das jetzt mal so. Verdammt lange. So lange dauert's. Und dann wieder Richtung Bike. So, sollen die machen, was sie wollen. Und dann bin ich immer gespannt, was dann kommt, wenn ich wieder am Bike bin. Oder dass die denn nicht hören, obwohl er die ganze Zeit das Funkgerät eingeschaltet hat. Naja. Muss man nicht verstehen. Phasen der Klarheit zu 71%. Ich erinnere mich zu 56% und 62% die Suche nach Nero. On the road again. Wieder auf der Straße. On O'Leary Mountain. Genau. Dick, hörst du mich? Ich durfte die Krankenstation verlassen, Mann. Eddie sagt, sie hat meine Heulerei lang genug ertragen müssen. Ja, klingt nach Eddie. Was macht der Arm? 50% einsatzbereit. Sorry, mit Galgenhumor geht's nicht. Nein, aber mal im Ernst. Ich hab das Gefühl, ich spüre meine Ups. rechte Hand noch. Das nennt man nur Phantomschmerz. Das war nicht schlecht gerade. Gut, Jägerrudel machen wir am besten so platt. Sonst verschwende ich einfach nur abartig Munition und die machen rotzenübel Schade. Wie war das? Ja, das hat Eddie auch gesagt. Mann, So. verfluchter Mist. Meine Fingergelenke tun mir weh. Als hätte ich den Lenker zu fest geklammert. Ich will sie beugen. Und egal, ich muss langsam los. Skizo hat mich auf dem Hof eingeteilt. Mal sehen, ob ich so Schmerzmittel von Eddie abbezahlen kann. Oh je. Später. Siehst du, der arbeitet jetzt seine Schulter ab. Bis später. Plünderer, ihr seid auf der Jagd, ha? Oh Ihr nee. schnappt Leute auf der Straße umzubringen? Oh nee, du fahr mal weg. Plünderer muss nicht sein. Rosa, bist du da? Ja, Wie geht's dir, Bruder? so wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja, Schon rausgefunden, was die vorhaben? keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung warum. Hey, ich muss langsam los. Skizo war hier. Mich zum Latrinendienst verdonnert. Oh, Alter. Sag Skizo, er soll Scheiße fressen. Genau. Ich werde es gerne ausrichten. Bis dann. Alter, das ist ätzend. Das heißt, er darf jetzt die ganze Sklavenarbeit machen, wie Sumpfdienst. Naja, Sumpfdienst vielleicht nicht. Aber hier Kloreiniger. Das ist ja richtig erniedrigend für einen Drifter. Schau mich nur um. So, dann tanken wir nochmal noch. Ich mach voll. Alles klar. So, genau. Wir wollen dort hier die Schnellreise, wenn möglich. Genau. Dann machen wir nämlich die Sache. Oder fangen sie zumindest an. Ich habe noch circa 9 Minuten. Ich habe noch circa 6 Minuten Zeit. Siehst du, ein bisschen was können wir noch machen, aber meine Fresse, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich so ewig an diesem Nero-Gedöns hänge. Ich muss anscheinend jetzt noch in einer Woche Drachefest erstmal wieder reif finden in die ganze Geschichte. Und muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich ein Gamepad in der Hand habe und nicht nur die ganze Zeit mein Magierstab da in der Hand und eine Truhe mit Heilsache in der anderen Hand. Mann. Da kommen welche! Alter! Was sind denn das für abgeranzte Wichser? So, ihr Schimmelbacke! Was ist denn der für eine Waffe?
Axtblatt an einem Baseballschläger, nicht mal Kreativität, du Dummkopf. Alter. Hier ist Tucker. Bist du da? So. Tuck, ja, ich bin da. Du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Gut, Ups. ich komme dann vorbei, dicken Ende. Okay, also Tucker hat auch wieder was für uns. Das ist doch auch ganz gut. So, jetzt stellen wir hier mal wieder den Schampel her. Dann kann ich nämlich sowohl das Lappeninventar plündern als auch das Desinfektionsmittelinventar. Gut. Alter, wieder einfach 2 Raider Wenn warten. du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay, ich komme rum. St. John Ende. Okay. Boozer Spike ist erstmal. Dann haben wir noch eine Tucker-Mission, eine Kopfgeldjagd. Und hier Schutz für die Schwachen haben wir hier wieder. Okay. Das ist anscheinend nicht nur auf Tuckers Camp reduziert, diese Schutz für die Schwachen. Wobei durch die meiste Schwache halt ausgebeutet werden. Der ist 100 Protz und 100 Protz. Da muss ich aber trotzdem nur mein Bike hier auffüllen. Aber das ist etwas verstörend, dass hier die ganze Bandite nebendran vom Camp schon waren. Ich fühle mich nur nicht mehr so sicher mit meinem Bike. So, dann möchte ich auch noch mal ein bisschen plündern, weil hier gibt es immer der geile Scheiß hier im Camp. Es geht nichts über Schrott. Ganz genau. Nix ist besser als Schrott. Dann kann man hier noch mal ein bisschen Krusch plündern. Das ist nämlich meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig. Da liegt hier immer jede Menge Scheiß rum, der immer wieder spawnt. Von daher ist das echt gar nicht mehr so verkehrt. Ja, da hätten wir wieder ein Basie, ein 100%iger. Weil ich glaube, ich möchte auch noch mal kurz hochgehen, weil in der Truhe ist meistens auch immer noch mal geile Scheiß drin. Dass ich noch mal meine ganze Kruscht auffüllen kann. Das ist schon richtig gut. So, rennen. Und dann gehen wir an die Truhe dran. Wenn möglich. Wenn möglich. Okay, dann halt leider nicht. Genau. Und dann schauen wir doch mal, dass wir mit Boozer Spike jetzt unterwegs sind. Das wird natürlich hässlich, wenn wir ohne unser richtiges Bike dort hier müssen. Und vor allem, das ist schon eine Distanz, ne? Wenn wir das wieder zurücklegen müssen ohne mein Bike, ist eindeutig. Igitt. Na gut, mit Boozer Spike. Jetzt bin ich immer gespannt, was entsprechend kommt. Wahrscheinlich immer eine kleine Filmsequenz und dann schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Hoho. Ladebildschirm-Moment. Das ist immer so furchtbar, wenn nicht weißt, wann die Sequenz startet und wie lange das geladen geht. Und falls es zu Schlickser kommen sollte, der versucht noch im Hintergrund eine Update-Datei runterzuladen. Ich habe sie zwar angehalten, aber es könnte auch sein, wenn die noch weiter hier lädt, dass es zu ein paar Schlickser in der Aufnahme wieder kommt. Ja, ansonsten bitte einfach die Dinger ignorieren. Ich werde noch der heutige Session, wenn ich jetzt wieder 5 Episoden oder was auf Pump aufnehme, werde ich nochmal gucken, dass ich diese Update-Datei auch nochmal runterladen kann. Hey, ich hab was für dich. Was zur Hölle? Du hast wirklich mein Bike geholt? Fahrt wird Ich übersprungen. wollte nicht, dass Corpus kriegt und ausschlachtet. Oh Mann, Dick. Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht. Ich meine, du alter Sack brauchst die aber nicht. Scheiße. Danke, Bruder. Das vermisse ich echt. Durch die Gegend cruisen. Verdammt. Ich befürchte, es hat die Depression noch ein bisschen verschlimmert. Ja. Na gut, steig auf Boozers Bike, Hammer. Eddie wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Warte, was? Cool. Gern geschehen. Ricky Ende. Okay, das erledigt natürlich auch die Sache, weil ich habe jetzt gedacht, ich müsste zu Fuß wieder zurück. Gut, gibt wieder ein bisschen Kram. Er ist mein Bruder zu 100%. Ich muss Boozer am Leben halten. Jawoll.
Es gibt jetzt nur noch individueller Akzent. Er ist mein Bruder. Das könnten wir uns holen. Das klingt ziemlich geil. Mhm. Gut, Ricky hat da noch einen Job für uns. Dieses Schutz für die Schwachen Gedöns, ne? Und das können wir doch nächste Episode direkt annehmen. Aber erstmal möchte ich mal gucken. Ich schaue mich mal um. Ist das okay? Optik. Lackierung. Ob ich hier nochmal die individuelle Akzente hier finde. Genau, Akzent. Moment, Rahmen. Aufkleber. Ne, das möchten wir nicht. Wenn schon, dann möchte ich mal dieses... er ist mein Bruder mir nochmal angucken. Moment. Da haben wir noch ein paar Standard-Design-Lackierungen. Okay. Warte mal, wo findet man das Zeug dann nochmal? Lackierung, Optik. Lenker, Bremsen, Vorderschutzblech. Nee, das ist lediglich die Optik. Repariere können wir auch noch machen. Müssen wir das bei Copeland wieder machen? Sieht wohl so aus, ja. Rahmenlackierung, Chrom, ja komm. Haben wir nichts. Menü ausblenden, schließen. Nee, da gibt's nichts. Und du hast nur die diverse Farbe. Aber nicht die individuelle Dinger. Ich glaube, das muss ich tatsächlich bei Money in Copeland's Camp machen lassen. Okay. Na gut, ihr liebe Leute. Dann sehen wir uns aber übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann die Schutz für die Schwachen Quest von Ricky annehmen. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Frohe zum Drachefest habt, stellt sie einfach. Ich weiß, das war heute sehr wenig, aber das sind halt alles so Insider, die man wenig erzählen kann, weil es nur die Leute verstehen, die dabei waren. Schade eigentlich drum, aber wenn ihr Frohe habt, stellt sie einfach. Ich kann sie dann erst in 5 Episoden beantworten, weil wie gesagt, heute nämlich Nummer 5 einfach so auf. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.